ist wieder Zeit für ein Weekly Gossip. Die Woche ist wieder mal viel passiert, wie jede Woche. Aber wir steigen auch mal ein und tauchen ein. Wir starten das Video mit einer News, wo ich persönlich schon mega lange darauf gewartet habe. Und zwar ist diese Woche der erste Teaser-Trailer zu der Netflix-Doku mit dem Prince Harry und Meghan Markle rausgekommen. Die Doku auf Netflix ist schon lange angekündigt und jetzt am 8. Dezember kommt sie dann raus. In der Doku und Harry und Meghan über Gerüchte aufräumen. Sie erzählen ihre Sicht auf den ganzen Brexit-Skandal und alles andere, was danach gefolgt ist. Ich persönlich habe mich schon lange auf das gefreut und der Teaser-Trailer verspricht ganz Grosses, es fließen Tränen, es ist sehr emotional alles und ich bin gespannt, was sie noch alles werden lüften. Geheimnis lüften, meine ich. Lüften? Sie sind so am Türen lüften. Juhu, frische Luft. Am 8. kommt die Doku raus und ich würde sie natürlich direkt in voller Länge reinziehen. Und ich mache natürlich nachher ein eigenes Video dazu, was jetzt alles rausgekommen ist und was für Auswirkungen das könnte haben auf die Monarchie in England. Bleiben wir noch schnell bei den Royals und bei einem Diskussionspunkt, wo in der Doku über den Harry und Meghan definitiv auch wird zur Sprache kommen. Und zwar gibt es einen neuen Rassismusskandal im britischen Königshaus. Die dunkelhäutige Aktivistin Ngozi Fulani war diese Woche beim britischen Königshaus auf Besuch. Die Lady Susan Hussey, die übrigens Prince William sein Scotty ist, hat sie dann davon gefragt, von wo sie denn eigentlich käme. Ngozi Fulani habe laut ihrer Aussagen von Anfang an schon ziemlich klar gesagt, dass sie eine Britin sei und trotzdem habe Susan Hussey nochmal nachgefragt, von wo sie denn wirklich käme und von wo ihre Leute denn wirklich käme. Ngozi Fulani hat das nicht auf sich sitzen lassen und hat die ganze Konversation nachher auf Twitter veröffentlicht. Die Lady Susan Hussey ist nach dieser Bekanntmachung direkt zurückgetreten von ihren königlichen Verpflichtungen. Der Zwischenfall kommt zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt, weil William und Kate sind unterdessen auf einer Reise in den USA und sind nach dem Zurücktreten vom Gotti von William ausgebaut worden. Disclaimer noch kurz, so eine Aussage kommt natürlich nie zu einem guten Zeitpunkt. Das wollte ich einfach mal noch so deponieren. Kommen wir von England auf Deutschland, wo der Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Ripa ein Kind erwarten. Die 26-jährige Influencerin hat ihre FollowerInnen schon immer mitgenommen und hat ihnen nichts vorenthalten, was ihre Schwangerschaft angeht. Jetzt im Q&A hat sie verraten, wann der Sohn auf die Welt kommt. Der genaue Geburtstermin hat sie sich dann doch nicht rauskitzeln lassen aus der Frage, aber sie hat gesagt, dass ihr Kind Anfang 2023 auf die Welt wird kommen. Ich bin gespannt, wenn es so weit ist und wünsche ihr bis dann nur gute Gesundheit. Heute hopsen wir ein bisschen durch die Weltgeschichte durch, von England auf Deutschland. Jetzt gehen wir wieder zurück in die USA und zwar zu wem? Zum Hollywoods Schönling, Hollywoods Liebling Brad Pitt. Seit seiner Trennung von der Angelina Jolie brodelt die Gerüchteküche extrem und alle sind gespannt, hat der Pitt schon neu oder nicht. Mitte November hat man den Pitt an einem Konzert von Bono gesehen mit einer Schönheit, und zwar der Ines de Ramon. Dort haben wir noch gemeint, das ist vielleicht so ein kleiner kurzer Fling. Jetzt hat aber ein Insider gegenüber Radar Online verraten, dass die zwei schon länger am Daten sind. Brisant ist, dass Ines und der Brad Pitt 30 Jahre Unterschied haben. Jetzt denkst du dir vielleicht, Ines de Ramon, das kommt mir vielleicht bekannt vor. Mir eben auch, weil das ist die Ex-Frau von Paul Wesley. Das ist ein Schauspieler, der bei Vampire Diaries Stefan Salvatore gespielt hat. Vampir. Ines de Ramon kommt mir bekannt vor, denkst du dir? Das hat sicher niemand gedacht. Sicher einfach gar niemand gedacht. Von den USA kommt man zurück auf Deutschland, einfach weil das Höpseln so schön ist, I guess. Oder einfach, weil ich den Aufbau nicht so gut durchdacht habe. Es ist wieder mal Zeit, um über Michael Wendler und Laura Müller zu reden. Yay! Und zwar sind die letzte Zeit die Schlagzeilen voll von diesen beiden. Und zwar nicht wegen ihrem Geldproblem, nicht wegen der Laura Müller ihrem OnlyFans, sondern wegen dem Kennenlernen von diesen beiden. Seit 2020 ist der 50-jährige Schlagerstar mit der 22-jährigen Influencerin verheiratet. Die beiden haben immer gesagt, dass als sie sich kennengelernt haben, dass sie schon 18 war. Jetzt soll das aber gar nicht so gewesen sein. Dieser Meinung ist für den Fall der Fotograf Roberto Abramowski, wie er gegenüber Bild verraten hat. Laut ihm sollten Wendler und Laura sich nicht erst im Sommer 18 das erste Mal gesehen haben, wie sie immer behaupten, sondern schon ein Jahr vorher, im Mai 2017. Dort soll sie versucht haben, in einem Stadtfest die Aufmerksamkeit von Michael Wendler zu erlangen und haben ihm dort schöne Augen gemacht. So wie ich jetzt.
spicy. Bro, der Geruch der Küche, mega fest. Geruch der Küche. Oh, come on! Ich will echt nur heim. Oh. Dann kommen wir von England zurück auf Deutschland. Wieso zurück auf Deutschland? Wir sind hier in der Schweiz. Hallo! Von den Geschehnisse. Wer sagt so etwas auf Schweizerdeutsch? Nach seiner Trennung von der Angelina Jolie